die Hand an den Plaggen und sprecht mir bitte nach. Bei Oellich, Böckem, Äde, Nütz. Bei Oellich, Böckem, Äde, Nütz. Und bei der Rudwies Funkemütz. Und bei der Rudwies Funkemütz. Beim Hölzer, Zabel und Gewehr. Beim Hölzern, Zabel und Gewehr. Will treu ich sinn dem Faste leer. Will treu ich sinn dem Faste leer. Will nur so viel Suffe, als der Mare ohne Biesterei kann Jod vertragen. Will so viel Suffe, als der Mare von ohne Biesterei vertragen. Jod vertragen, nicht nur vertragen. Müll vertragen. Der Mädchen will ich mich verschrieben, der Bützerei nicht übertrieben. Der Mädchen will ich mich verschrieben, der Bützerei nicht übertrieben. Auch Knutsche will ich mit Maniere, nur kölsche Mädchen karessieren. Auch Knutsche will ich mit Maniere, nur kölsche Mädchen karessieren. Ne Funk will ich sinn, von Unge bis Orpove, dat dun ich ob die Fahrt gelaufen. Ne Funke will ich von Unge bis Orpove, dat will ich ob ne Fahrt gelaufen. Herzlich willkommen im Funkenchor. Manuel Andrak, vortreten. Einen Schritt vor. Und nimm mal Haltung an. Bei den Funken ist es so, jeder kriegt einen Spitznamen oder Biername, sagt man auch. Und den Behälter, wie sagt unser Präsident immer, bis er vom Stängel fällt. Und ja, der eine ist damit zufrieden, der andere ist mal weniger zufrieden. Jetzt sind lustige dabei, jetzt sind vielleicht auch Spitznamen dabei, die was mit Beruf zu tun haben oder mit Leidenschaften. Und lieber Manuel, du bist Autor, Moderator und du bist halt auch Wanderer. Wie bist du zu uns gekommen? Du hast damals recherchiert für ein Buch, Mein Leben als Narr oder Mein Jahr als Narr, und hast dann über Bekannte, du bist in Köln, ich weiß gar nicht, bist du in Köln geboren? In Köln geboren und kanntest auch den Karneval nur aus Ehrenfelder Kneipen, hast du mir mal erzählt. Und da hast du intensiv gefeiert, hattest aber natürlich durch die Schule und Freunde, die halt auch bei den Roten Funken waren. Und du hast die Roten Funken lieben gelernt und du hast auch sehr schön in deinem Buch über uns geschrieben. Und also das hat mich auch teilweise tief bewegt, wie du das wahrgenommen hast. Und man muss sagen, Hut ab, da merkt man schon, dass dir das sehr gut gefallen hat. Du hast ja auch im Prinzip in ganz Deutschland nach Karneval recherchiert. Und anscheinend ist ja doch was an uns dran, was dich so bewegt hat, hier hinzukommen. Aber nicht nur der Karneval ist ja deine Leidenschaft, sondern auch das Wandern. Und auch darüber schreibst du Bücher und hältst Vorträge. Und deswegen kriegst du der Spitzname Tippelbruder. Aaron Klaassen, vortreten.
Wenn man den Aaron so sieht, der hat sich bei uns vorgestellt, wir haben einen Ballotageausschuss, der stimmt dann letztendlich nach einer 2-jährigen Hospitationszeit darüber ab, ob man jemanden aufnimmt oder nicht aufnimmt. Und der Aaron ist der Sohn von unserem Vorstandsmitglied Herbert Glasen und der kennt halt die roten Funken von Kind an. So hat er sich auch vorgestellt. Ich bin schon als kleiner Fetz bei den roten Funken gewesen, als bei den Funkenpens, dann als Kamellejung und später auch jetzt schon bei den Reitern und hast mit den Reitern auch schon 1 oder 2 Rosenmontagszüge bestritten. Und du hast gesagt, ich kenne Karneval gar nicht anders wie mit den roten Funken. Und naja, wie gesagt, der Vater, das ist das Kning und du bist der Köttel ab heute. Das ist, im Übrigen, wenn jetzt hier so gelacht wird, das ist ein sehr, sehr historischer Name. Also den hat ein verdienter roter Funk getragen und kannst du mal nachlesen. Das ist kein... Nee. Also das ist nicht... Markus Nellison, kannst du mich hören? Richtig, höre dich. Okay. Also der Markus kommt aus Aachen und war auch in Aachen schon im Karneval aktiv, aber ihn hat irgendwie die Liebe zum weiß der Geier was nach Köln geschlagen und in Köln möchte er seine karnevalistischen Wurzeln finden und hat dann auch bei uns die Wurzeln gefunden, die ihm gefallen haben. Er ist vom Beruf Fahrlehrer und auch er hat sich vorgestellt, ja, er fährt eigentlich jedes Fahrzeug. Er hat ein Wohnmobil, macht Camping und als kleiner Fetz ist er auch schon im Rosenmontagszug in Aachen mit seinem Vater mit 3 Jahren mit Kettcar mitgefahren. Und weil er ihn so viel mit Fahrzeugen verbindet, ist dein Spitzname ab jetzt Petzka. Dankeschön. 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 Der Lutz ist Senatspräsident von den Blauen Funken. Den habe ich auch heute noch gar nicht richtig vorgestellt, das möchte ich aber jetzt auch gerne noch nachholen. Der Lutz ist wie gesagt der Senatspräsident. Und der Sebastian Pfeil tritt jetzt auch mal einen Schritt vor. Der Sebastian ist der Sohn von Peter Pfeil, unserem Schatzmeister, den ihr heute Abend schon öfter kennengelernt habt und gesehen habt und der jetzt auch wahrscheinlich hier irgendwo im Hintergrund steht. Und der Sebastian war bis jetzt bei den Blauen Funken im Senat. Ganz genau. Und wie so ein Blaukopf ja ist, der wechselt auch schon mal. Ne? Nein, lieber Lutz, wir freuen uns, dass du uns ihn überlässt und zu treuen Händen, wir werden auch gut mit ihm umgehen und wir haben uns jetzt gedacht, aufgrund seiner Figur und auch der Historie zu den Blauen Funken, gibt es bei den Blauen Funken einen Wagen, einen Präsidentenwagen, der hat einen Namen. Das ist die dicke Bertha und du heißt ab jetzt Dicke Bertha. So, der letzte für heute ist der Benedikt Stolz. Mit dem Freddy Hüsch ist er zusammen zur Schule gegangen und hat so den Kontakt zu den Roten Funken bekommen. Er ist Notarzt, hast du mir letztens erzählt, und auch Orthopäde in Ausbildung. Er macht viel Sport, spielt Fußball, geht laufen, Leichtathletik, all diese ganzen Sachen. Naja, und Orthopäde und Sport passt gut zusammen. Du heißt ab jetzt Plattfuß. Hatten sie sich schon vertauscht. So, jetzt sind wir fertig. Jetzt war der richtige Funken. Jetzt hört er dazu. Wir rufen ob das ganze Schmülzen, ob die neuen Funken. Einmal kräftig aus. Ganz zur Letzte. Köln! Die Guten!